Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Note, diesmal mit Vincent Kompany vor dem Viertelfinal-Rückspiel zur Rose gegen Real Madrid. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir direkt rein in den Bums. Lockere Frage zum Anfang. Sie haben heute beim Zum ersten, Anfang nur. ja, Was kommt kommt auf die danach? Kollegen an und die Kolleginnen. Steigert sich. Sie haben am Anfang heute auf so ganz besondere kleine Tore gespielt. Ich weiß gar nicht, welche Maße das sind, ob das die Größe von Handballtoren hat. Ungefähr, ja. Was bringen die? Was ist das Geheimnis dahinter? Ja, eigentlich nicht so sehr die Tore, aber es geht über Aktivation, Reaktion. Das ist jetzt ganz wichtig. Du kannst nicht in die ganz große Räume die gleiche Intensität bringen wie im Spiel, aber in die kleinen Räume kannst du schon. Und das ist einfach Aktivierung, bisschen Chaos. Und ja, dieses erste Teil ist immer eine Mischung von physisch vorbereitet, aber auch mental ein bisschen und das, ja, Aktivierung. Aktiviert ist Torben Hoffmann jetzt für Sky. Machen wir ganz locker weiter. Ja. Winnie, worauf wird es morgen ankommen? Ihr habt Wenn das die Level bleibt, sind wir okay heute. gutes Ergebnis vorgelegt natürlich, aber was sind die Nuancen, was sind die Dinge, worauf es morgen ankommt, worauf du deine Mannschaft einstellst? Ja, und ich finde es ehrlicherweise eine schwierige Frage in dem Sinn, dass es auf so viele Sachen ankommt. Man kann jetzt mal reden über die individuelle Qualität von den Spielern. In so einem Spiel ist es natürlich immer entscheidend, ob das für die ist oder für uns. Dann gibt es natürlich dieses kollektive Intensität, würde ich sagen, und Bereitschaft auch in dieses Spiel durch die Schmerzen zu gehen. Und manchmal kann Schiedsrichter auch so ein Spiel entscheiden. Also ich sage jetzt nicht, ich hoffe absolut nicht, dass es passiert, aber ich meine, jede Detail zählt in diese Spiele. Standards. Ja, richtig. Aber ich glaube, das Wichtigste für uns ist, vom Gefühl her sind wir mental und körperlich vorbereitet. Und das ist für mich die Basis. Die Abläufe waren gut und wir werden uns auch einigermaßen freuen auf dieses Spiel und das brauchst du auch, diese positive Emotion. Links hinten Felix Roderer für Antenne Bayern. Manuel Neuer gerade schon nach den runden Gelbsperren gefragt. 4 Defensivspieler sind ja von der Sperre bedroht, wenn sie nochmal eine gelbe bekommen. Sie waren ja selbst Weltklasse-Innenverteidiger. Was würden Sie Ihrer Mannschaft da mitgeben? Wie geht man so ein Spiel dann an? Hast du noch Kommentar dazu? Können wir nachher nochmal besprechen. Nein, das spielt im Moment keine Rolle. Also, obwohl ich sagen muss, und das ist vielleicht ein Thema für nächstes Jahr eher, würde ich sagen, aber ich finde es schon ganz schwierig, durch diese Champions League-Runde zu kommen, ohne Sperre fast. Also wir haben jetzt mehr Spieler in diese klassische Phase und trotzdem sind es 3 Ja, sag ich ja, also diese Gelbsperren in der K.O.-Phase ist lächerlich. Ja. Kannst du abschaffen, den Mist. gelbe Karte noch immer und dann bist du gesperrt. Also ich finde, für einen Innenverteidiger, wenn du so weit kommst und hast du nur 3 gelbe bekommen, dann hast du eigentlich ganz guten Job gemacht. Und trotzdem kannst du noch gesperrt werden für die Halbfinale. Das finde ich schon hart. Und wenn ich dann auch sage, stell dich vor, es gibt manchmal auch eine Fehlentscheidung dazwischen. Für ein Gelb sagen, ist es nie so schlimm, aber trotzdem, dann hast du eine Fehlentscheidung vielleicht dazwischen. Und dann ist es fast unmöglich für Verteidiger, nicht gesperrt zu sein in dieser, obwohl die es ganz fair versucht haben. Und deswegen, ich finde, es ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv, diese Sperreregel. Das gilt auch für alle. Aber ja, ich würde das vielleicht nochmal überlegen nächstes Jahr, dass wir das ein bisschen ändern. Diese Logik ist ein bisschen zu hart für die Strafe, finde ich. Aber kein Thema für heute. Auf der rechten Seite Klaus Bergmann für die DPA. Ja, habe ich ja bei Manuel Neuer auch schon gesagt, ne? Das sehe ich genauso. Also weg mit den gelben Kartensperren in der K.O.-Phase. Jetzt mal ernsthaft, wenn du eine gelbe Karte im Spiel kriegst, alles ist gut. Ja. Dann kriegst du im nächsten Spiel wieder eine gelbe, im nächsten Spiel wieder, wen interessiert's?
So, ja. Gelb, Rot, Rot, alles gut, Sperre rein, fertig, ja, richtig so. Aber doch nicht, wenn du in 2 Spielen, ey, wir reden über K.O.-Spiele, wo 110% Einsatz ist. Ja? Also, Herr Kompanie. Hallo. Sie haben in Madrid direkt nach dem Spiel gesagt, ich werde in den Köpfen wieder alles auf Null stellen. Ja. Wie haben Sie das gemacht? Und die Anschlussfrage, Serge Gnabry war beim Training, ist er fit? ich glaube nicht, dass die Mannschaft auch nur ansatzweise denkt, dass sie schon durch ist. Ey, wie gesagt, du spielst gegen Real Madrid, das ist keine Laufkundschaft. Ja? Du bist ein Tor vorne, das ist Fakt. Fertig. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, er ist fit. Ja. Ich glaube, wir haben das schon ganz gut hinbekommen, auch für diese Auswärtsspiele in Pauli. Ich meine, ich weiß, wenn man jetzt über dieses Spiel redet, ist der Kontext vielleicht dermaßen anders, dass man nicht viel vergleichen kann, aber trotzdem musst du diese Knopf immer wieder umdrehen und das haben wir geschafft, das machen wir jetzt auch. Ich glaube, unser Umfeld ist sehr ruhig, also hier an die Sebner Straße auf jeden Fall. Und wir haben unsere Abläufe, wir freuen uns auch auf dieses Spiel. Wir wollen gewinnen, wir wollen auch zeigen, dass wir das bringen können, was die Fans auch einigermaßen erwarten, dass wir zu Hause bringen. Obwohl wir Respekt haben für die Gegner natürlich, aber trotzdem, glaube ich, darf diese Mannschaft das als Ziel haben. Ich glaube, das haben die zumindest verdient, dass die in dieses Spiel reingehen mit Vertrauen und das Gefühl, wir wollen das Spiel gewinnen. Auf der linken Seite Marc Gabel für RTL. Hallo, Herr Kompanie. Mit was haben Sie in der Analyse mehr Zeit verbracht? Mit der sehr guten ersten Halbzeit in der letzten Woche, wo Ihre Mannschaft durchaus auch noch 1, 2 Tore mehr hätte machen können? Oder mit der zweiten Halbzeit, in der es Madrid dann gelungen ist, ja, so ein bisschen das Spiel an sich zu reißen und dann es am Ende vielleicht sogar noch mal ein bisschen wackelig wurde? Also ich denke, zum Ende hin wurde es gar nicht wackelig. Es war zwischendrin wackelig, ja. Zum Ende hin hättest du einfach einen von diesen 3 Kontern setzen müssen. Dann wäre 3-1 gewesen, dann wäre der Bums durch gewesen. Ja. Das hat man verpasst, ja. Was ist dann der Fokus in Ihrer Analyse bei so einem Spiel? Obwohl ganz am Ende können wir noch 3 Tore schießen, ne? In die letzte, also das war nicht komplett. Willi, was ist los? Sind wir wieder so heute oder was? Hä? Mann, du. Einseitig, aber trotzdem ist es so, dass Real natürlich aus seiner Phase auch lernen kann und dass die wahrscheinlich auch aus dieser Phase Vertrauen holen. Das gebe ich Ihnen recht. Aber es ist immer die Mischung. Auf einer Seite haben wir das auf jeden Fall zurückgeschaut. Vom Gefühl her nach dem Spiel war mein Gefühl eher, wir können noch mal eine Stufe höher. Und das ist schon mal gut, wenn du in Bernabeu 2-1 gewinnst und das Gefühl ist, wir können noch mehr. Aber dann musst du es halt noch zeigen. Und ich glaube, dass es alles auch ein bisschen gelingt. Also wenn natürlich in einiger Phase nicht ganz sauber bist, dann irgendwann mit der Qualität, die haben, Talent, das die haben, bekommen, dann sind die auch in der Lage, einfach unglaublich schnell vom Tor zu kommen. Aber wichtig für mich ist, wie viel müssen wir lösen, denke ich immer. Und dann abends denke ich dann immer so, bevor ich im Bett gehe. Aber zum Glück muss der Trainer von der Gegner auch viel lösen. Und das gibt mich dann immer ein besseres Gefühl am Ende. Heiko Niederer ist an der Reihe. Das muss er auf jeden Fall, ja. Hallo. Jamal Musiala hat jetzt wieder in der Startelf gespielt. Wir fragen uns natürlich alle, ist er schon so weit, jetzt auch in diesem 3- oder 4-5 Tagesrhythmus wieder zu spielen? Nee, also ist ist er er nicht. eine Alternative fürs Spiel morgen? Beziehungsweise wann ist er so weit, dass er vielleicht wieder diesen richtigen Rhythmus gehen kann? Ja, es läuft alles im Moment sehr positiv. Ich muss sagen, es ist schwierig manchmal die ganzen Details zu erklären von was wir zum Beispiel tagtäglich spüren und fühlen und besprechen mit Jamal und wo es vielleicht für 2 oder 3 Monate war, obwohl er trotzdem schon gespielt hat, aber wo er jetzt ist. Also es geht alles in die gute Richtung, auf jeden Fall. Übermorgen werde ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem würde ich sagen, ja, man kann versuchen, ja, ich meine, kein Problem. Aber trotzdem ist unser Gefühl, dass es jetzt in die gute Richtung geht. Und
dass wir irgendwann wieder die Jamal haben, die wir alle sehen möchten. Das geht auf den richtigen Weg und trotzdem müssen wir alle ein bisschen ruhig bleiben und dieses Moment, wenn er das wieder bringen kann, dann werden wir das alle am gleichen Zeitpunkt sehen. Das auf jeden Fall. Aber die Gefühle und die Gespräche sind so viel besser als für 2 Monate und das gibt mich viel Vertrauen. Ich denke auch, das habe ich ja schon gesagt, dass das Spiel gegen Pauli auf jeden Fall ein richtiger Schritt für Jamal Musiala war. Ich glaube schon. Ja. Man auch im Spiel gemerkt, finde ich. Und das Letzte, was ich noch sagen will über dieses Thema, es bleibt trotzdem, man darf nicht vergessen, trotzdem macht er die Tore, trotzdem macht er diese Assists und das zeigt, dass er auch mental gewachsen ist in seinem Spiel, weil er kann trotzdem noch leisten und er fühlt sich jetzt besser und besser und das bringt mich auf eine sehr positive Stimmung für diese Version von Jamal, die wir bekommen werden, wenn er wieder 100% fit ist. Aber er kommt. Gleich daneben ist Hannah Reif für Münchner Merkur und TZ. Dann stelle ich die Anschlussfrage, wenn Sie sagen, Serge Gnabry ist fit, ist er auch fit für 90 oder 120 Minuten? Und meine eigentliche Frage zielt auf die Fans ab. Man sagt über das Bernabeu. Also ich glaube, Serge Gnabry war die ganze Saison noch nicht einmal fit für 90 Minuten. So 45, max 60, wenn er sich richtig den Arsch aufreißt, dann ist Serge platt, der ganzen Auswechseln. Es kann den Gegner erdrücken, wenn man da rausgeht. Kann das die Allianz Arena morgen Abend auch schaffen, Real zu? Ja, klar. Also, und ich sage es, weil ich habe als Gegner gespielt in die Allianz Arena und ich habe es auch gespürt, was da los sein kann. Für Serge, ja, Serge kann 90, wenn er muss, kann 120, wenn er muss. Er ist natürlich wollten wir das Risiko nicht nehmen, dass wir haben so viel gereist in die letzte Woche und es macht keinen Sinn, dass wir jetzt mit Serge noch 1% Risiko nehmen, wenn wir fast die volle Karte zur Verfügung haben. Aber er hat sich ja vorbereitet für dieses Spiel und er ist physisch ready und Maschine. Und andere Spiele sind das auch. Also wir haben wirklich keine Sorgen. Keine Rückdenke über Minute für morgen. Jede Spiel, die da ist, kann immer was passieren, aber kann im Prinzip das volle Spiel bekämpfen. Game. Und ich wünsche mir trotzdem, dass wir morgen diese volle Unterstützung, wir werden die volle Unterstützung bekommen, aber dass wirklich es muss dass brennen. keine Fans zum Stadion kommen, die nur Karte gekauft haben als neutrale Fans oder so. Also dass die schon, man darf schon ein bisschen warme Tee und Honig trinken vor dem Spiel und dann die Stimme nützen. Ja, das werden wir brauchen. Next one in last row, yeah? Hi, Vincent. Nico Díaz Menéndez for Televisión Española. In Spain, people is talking a lot about Olise. Do you think that is already one of the best football players in the world? Yes, of course. I mean, we are all watching it right now, right? I mean, it's happening at the highest level in the Champions League. For sure, he will be one day. But I think now he's on the right way. Everything he's doing at the moment is the right thing. The level he has, for sure, is in this level as the best players in Europe at the moment. But I know what's going to happen. If I say yes now, then people are going to say, oh, how many Champions League did he win? How many this? And you start counting. So the main thing for me is that he continues with his performance, how he's doing it now. He's done it for 18 months, so it's not just 3 months. No. And if he does it for the next few years, then, I mean, you can see how big Ist kein Woldemade, der 3 gute Monate hat. Er zeigt das seit 18 Monaten. a player he already is now, so what can he become, right? Nächster ist Julian Buhl für T-Online in der Mitte. Hallo, ich hätte noch eine Frage, die sich mehr auf die Bundesliga bezieht. Da haben Sie ja jetzt eine neue Kollegin mit Marie-Louise Eta. Das ist die erste Cheftrainerin in den europäischen Top-Ligen überhaupt. Wie sind da Ihre Gedanken dazu? Cool! Ja, kann ich das auf Englisch beantworten? Ist Überfällig. Yeah. No, I'm actually really happy. You know, I think
these key moments, I like it. It's easy to minimize and say, yes, she's just a coach like everybody else. And of course, I think that's how we have to treat her as colleagues. But in the end, it's something special. And it's something that behind it opens a lot of opportunity to little girls who are now maybe playing football and thinking, hey, maybe I can coach anywhere. I can make a real career in this game and be successful like what I'm seeing on TV. And I think those stories, they're really important. So, yeah, I wish her all the best. And the only part where I wish she's not going to be treated like a man is that they will be patient with her. Because coaching is, the coaching job lacks patience a lot from on a leadership level. And yeah, I hope that's the only thing where I hope she will not be treated like all the other men in football. Zurück in Reihe 1, Stefan Kumberger wieder. Vincent, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen, aber Sie erleben ja so ein bisschen einen Candy-Storm. Jeder lobt Sie, jeder sagt, was Sie für ein toller Trainer sind. Gibt es eigentlich auch Menschen, die Sie kritisieren? Vielleicht in der Familie, ihre Kinder oder sowas? Oder kritisieren darf? Ja. Was soll man gerade kritisieren? Ich meine, wir sind ja schon, oder ich bin ja schon hier sehr kritisch, was den FC Bayern angeht. Ich habe ja schon so einen Maßstab, ja. Aber selbst bei mir hagelt es ja Einser für Vinny. Also, ich wüsste nicht, was man gerade kritisieren kann. Wir haben am Anfang oft kritisiert, dass er nicht auf die Jugend setzt, nicht oft genug auswechselt. All das kannst du ja gerade nicht mehr kritisieren. Ne? Also, ich wüsste nicht, was man gerade kritisieren kann. Ja, dass wir keinen richtigen Plan B haben, aber ja, wenn wir gezwungen werden, defensiv zu agieren, haben wir in Paris gezeigt, dass wir auch das können. Ja, also es gibt mit Sicherheit 2, 3 Kleinigkeiten, wo man reingehen könnte, aber aktuell, ey, Alter, wir haben 105 Tore und wir haben noch 5 Spiele in der Bundesliga. Alter, über was reden wir? Ja, das ist geisteskrank. Ja. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass man sagt, wow, ich habe aber jetzt ein super langweiliges Spiel mal gesehen vom FC Bayern. Und selbst wenn wir mal nicht Feuer machen wir trotzdem 2 oder 3 Tore. Also über was reden wir? Wahrscheinlich sehr viele. Aber it doesn't concern me too much, you know. The good thing is and this is something I really say, you know, don't believe the hype, don't believe the drama. Yeah. So because when I arrived in Bayern Munich, and also like my last few years, and I said it before, but it was promoted with 101 points, relegated with 20 points, then champions, then this season, you know, you cannot live in like you're the worst coach 2 years ago and you're the best coach today. It doesn't work this way. You're a little bit better, that's it. And the main thing is the way you become worst is if you let all these outside noise affect your day to day. So with me, it just doesn't affect me. I really don't care about the hype. Thank you, better this way. But I can also live in an environment where it's really tough and still live a pretty good life towards my job, you know? So, whatever. Focus on the game. Ja, gesunde Einstellung. Dann haben wir oder? noch ein paar Fragen in Spanisch. Ja, bitte hier. In Spanish, Vincent. Yeah. Todo el mundo sabe de la leyenda del Madrid, las remontadas en The Champions. whole world Yo no knows sé si tú that tienes algún mensaje especial en el vestuario, si de esto se habla en el vestuario. Y si about the legendary el Madrid sigue games and players of Real. I'm talking about that in the locker room as well. Is it more difficult to play against Real because of the history they have in that competition? For sure. Like, I think one of the big things that I try to stress all the time is we have a lot of respect for this Real Madrid team, always. We did it before we played in the Bernabeu, still now. For sure, like I said, we are preparing for the best version of Real Madrid, and the best version you saw it against City this year. And for sure, I think that the results that they're having right now is not a reflection of the talent of this team. The talent of this team, if you go through each position,
it's still one of the best teams in Europe by far. So that's the reality. But then also I'm a little bit of these type of stories. They're not the real stories for me, because I'm more. What is the history of Barcelona? What is the history of Atletico Madrid, of Liverpool, of Bayern Munich, of PSG, you know, Arsenal? So you go through every team in this competition at this level, and everybody can tell a pretty good story about when they did something incredible. Madrid can, and we can. No. And when we went to Inter Milan last year and we lost 2-1 at home, and we went to Milan, we were 100% sure that we could still win this game. So when Real Madrid feels that they can still win, I believe them. But then I focus on what we can do to win this game at home, to hurt them. I mean, I don't have a real connection with anything other than I want to win this game tomorrow. I want our team to believe we can win this game tomorrow, and everything else can be written after. But before the game, nothing else can be a part of this. Mm. One more on the right side, yes, last row. Hello, mister, en Spanish. Luis Castro, Radio Nacional. Sí. Estos días en España se ha hablado mucho de que these days a lot has been talked in Spain about otros hablan de que Neuer fue el mejor. You having had the chance to decide the whole tie in the first leg. How do you see this, and will the game tomorrow be similar? I think it was a good result. That's it. And maybe we scored one more goal, or we conceded one more goal. And no, I think it was a good result. It allows us to play this game at home in front of our fans. And if you say, okay, you have one game and you need to win, and you play at home, for me that's all I wanted. I wanted this game to be still open for us. When we play in the Allianz, it's still the case. We have a little bit of an advantage, nothing more. So it'll still be a top game and a tough game. And I think you're right, it's not decided yet. It's not over. But I was happy with the result, and everything that we think we can improve, we will try and do for tomorrow. And I feel we can. I really feel we can. Ja, we will see. Okay, another one, yes. Ich habe es ja schon gesagt nach dem Hinspiel. Ne? Es war mehr drin. Ja, 2-1 ist ein sehr, sehr starkes Ergebnis in Bernabeu, gar keine Frage. Aber beim Stand von 2-0 hattest du Real Madrid am Boden. Ja, und du hast aufgehört, weiterzumachen, was wir sonst immer gemacht haben. Und du hättest das 3. und 4. nachgelegt, und dann wäre der Bums durch gewesen. Ja, we will see. Vielleicht sehen wir das morgen. Wie gesagt, also das ist immer noch Real Madrid. Also ich erwarte eine enge Kiste morgen. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren und freue mich natürlich, wenn wir Real Madrid gerne 3-0 aus unser Stadion schießen. Let's go, Alter. Please. Ja, hallo, Philipp Orlowski von Absolut Bayern. Wenn man sich vielleicht jetzt schon mal traut, ins Halbfinale zu schauen. Nein, machen wir nicht. Okay. Wirklich nicht. Du kannst eine andere Frage stellen, kein Problem. Du wolltest nur über Halbfinale reden. Das ist mutig. Ja. Okay. Das ist mutig, ja. Ja. Welcher? Hat einer eine Viertelfinalfrage noch? Yes, please, in Spanish, okay. Hi, Vicent, in Spanish, Sergio Rodríguez, yes. Para el diario Marca. Según lo que ha dicho mi compañero de las remontadas, la historia del Real Madrid, no sé si ha mirado usted alguno de los partidos. Been talking about the history of Real. Have you looked at a couple of games, maybe against Manchester City, PSG, or Chelsea, and did you analyze it? What mistakes are you not allowed to do in order to be successful? Like I said before, I always go to bed and I think, what are the things we really need to do well for the next game? And like I just said as well, I also always go to bed and think, the other team
and the coach from the other team has also a lot of things to solve about us. So what I will not do is talk about all the things we need to do better, when I absolutely know that the things we do well, if we bring them to the game, for any team it's difficult to play against us. So that's my mindset, that's my priority. Never ignore they had chances, the moments they had chances, because of course when you watch the game back, every coach, we think we have all the solutions after we've watched it back, so the feeling is the same, and I suppose that's part of the job. So we talk about it, we try and solve it, but my feeling as well is that we cannot, to solve the problems that we have, we can never lose the things that make us strong. That's really important. It's easy to go and say, okay, now we change everything because we saw one time they're running behind and then we had Manu to save a ball on the but what about all these moments that if we do the last pass, we could have scored another goal and another goal? And what if we do more of it and better of it? How many of those chances maybe do we concede still, you know? Because the game finds a balance, and then at some point you can feel it tip one way or the other. But for that, you have to have conviction in what you do as well. So, yeah, that's the mentality. Okay, ist auch vielen richtig Dank. so. Danke, Vinny. Freuen wir uns auf morgen. Bis dahin. Ciao. Tun wir freuen uns auf morgen. Wir sind gehypte Anspannung bei mir. Ja, ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich hoffe, wir können es nochmal über weite Strecken so dominieren wie das Hinspiel. Ja, das Stadion muss brennen. Wenn das Stadion brennt, wird das ein Riesenfaktor werden. Und ja, alle Daumen sind gedrückt und let's go. Rot-weiße Grüße.